Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie die Lützeburgische Sprache auf die ausländischen Filme auch reklammen könnt? Claire, de Mathis und de Sascha sind der Sache nachgegangen und waren zu Freising an den Linster Studios, wo Synchronisation von Filmen gemacht wurden und noch Musikalben abgeholt wurden. Wir waren an Linster-Studioen und haben uns informiert, was da alles produziert wird. Also mein Studio den relativ ein groß Bandbreite von Sachen produziert. Das heißt, wir fangen mit Radiosreklame, werden diese Business oder der Sound, Voice-over, Imagefilm, alles was man tun zu dienen für Filme, für Imagefilme, für Reportagen. Wir machen Audioguiden, wie zum Beispiel den Hop-on-Bus für die Stadt Lützeburg, wenn sie rundherum laufen und man Bus fahren und du kriegst gesagt, wo du gerade bist und so. Die letzte große Film, den ich gemacht habe, war der Wiplala, der 4 Wochen auf einer Premiere Motopolis hat. Das heißt, wir synchronisieren noch Filme auf Lützeburgisch. Und natürlich eben noch dann Musikproduktionen, die wir dann am größten Studio machen. Nur welche Kriterien gehen die Filme rausgesicht und synchronisiert? Bei Kriterien das sind meistens sind nicht Projekte, sind nicht Aufträge, die wir kriegen von der Lützeburger Filmgesellschaft. Das heißt, die Board oder die Produktionsfirma, die gerade eine Co-Produktion möchte, wie zum Beispiel die letzte war Samsa-Film, die dann Co-Produktion mit einer holländischen Produktionsfirma gemacht. Und die wollen eben eine Lützburgische Version und das ist dann eben als ein Auftrag. Das heißt, wir selber sich einen Film an dem Sinn nicht unbedingt raus. Wir kriegen das Projekt von einem Auftraggeber. Wie lange braucht ihr ungefähr für so ein Projekt zu realisieren? Das kommt darauf an, wie groß das Projekt ist. Ich meine, wir haben CD-Alben, wo wir vielleicht 2 Monate schaffen. Das heißt 2 Monate von wirklich von Anfang bis Schluss mit Lieder schreiben, Texte schreiben, Arrangementen machen, Aufnahmen, Mixage, Mastering. Wir haben eine Radiosreklame, das ist eine Produktion, die geht in einem halben Tag. Das ist etwas, was 30 Sekunden dauert, was auf der Radio muss. Ein Film brauchst du den Film übersetzen, den Film programmieren, dass an der Rhythmus lebt, an dem wir abholen, wo wir synchronisieren, Schauspieler casten, mit den Schauspielern abholen, die ganze Postproduktion plus Mixage. Brauchen wir auch einen Monat, wenn der große Film ist, haben wir für Zeichentrickfilm brauchen wir so mal den ganzen Tag für einen abzuholen von 10 Minuten. Das bitte ich für zu mixen. Das hängt von der Größe des Projekts ab. Wie viele Leute braucht ihr ungefähr für so ein Projekt zu realisieren und wo fandet ihr die? Das hängt doch davon ab, wie groß das Projekt ist. Ich schaue mal als Beispiel den letzten Film, den wir gemacht haben, das war ein echter Spielfilm, den wir synchronisiert haben. Da hatten wir eigentlich 4, 5 Hauptdarsteller und ungefähr 10 bis 15 Nebendarsteller. Die Hauptpersonage fanden wir meistens mit Leuten, mit denen wir schon geschafft haben. Wie viel Aufwand das zum Beispiel so ein Projekt wie die Synchronisation von den Simpsons? Ich muss sagen, also ich meine, Simpsons war wieso das, was am meisten Aufwand war. Weil das wirklich, wir müssen alle Woche für Sonntag eine Episode liefern, die über 20 Minuten geht, was wirklich viel ist, wie zu synchronisieren. Wo du auch einfach enorm viele Schauspieler brauchst, weil neben dem Hauptcast wie die Familie von den Simpsons an, so wie der Barman, der Mo, Lenny, Carl und so, wo du so 10 fix Personagen hast, wirst aber kommen allkehrs nach 5, 6 Personagen dabei. Wer bekannte Leute waren da schon hier im Studio? Oh, bekannte Leute, was nicht versteht in der bekannte Leute. Ich meine, wir haben besonders, also mehr an der Musik haben wir mehr bekannte Leute. Die letzte Großproduktion, die wir hatten, das war, wo wir 2 Singles für James Blunt abgeholt haben. Dafür drin hatte ich 2 Aufnahmen mit Mac Miller, das ist ein Hip-Hopper aus Amerika. Wir hatten für für einen Imagefilm hatten wir einen Speaker, das war ein Schauspieler, den bei einem letzten großen Film, der Grand Budapest Hotel, mitgespielt wird. Das war ein bisschen bekannter Film. Der Snoop Dogg war schon ein Geheim, The Game, die Bass Gangster-Rapper aus Amerika. Was sind die nächsten Projekte? Also der nächste große Projekt, den wir haben, ist ein Kinofilm, den wir machen. Das ist ein Animationsfilm, das ist den Song of the Sea. Den könnt für den Discovery
Festival am Februar soll rauskommen. Die lebt im Moment am Englischen, am Original, am Kino, den machen wir am Lützburg-Version. Wir sind am Gangen mit einem deutschen Produzent einen Animationsfilm zu synchronisieren, den Richard the Stork heißt.